Meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei der Natalie Styles. Bei der stylischen Natalie. Das findet Mädchen unattraktiv an Jungs und Tipps. Was findet ihr zum Beispiel an mir unattraktiv, Chat? Was findet ihr an mir unattraktiv, sagt ihr? Nichts, oder? Gar nichts unattraktiv an mir, oder? Ich bin einfach wunderschön. Also Abfahrt, let's go. Hallo, Focus. It's me. Hello. Okay. Heute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, ihr habt eine mega schöne Woche gehabt. Ich bin gerade mega motiviert. I'm sorry. Um was geht's heute? Ihr habt es sicher schon im Titel gelesen. Und zwar, das findet Mädchen bei Jungs attraktiv. Natürlich kann man das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern. Ich glaube, jeder da draußen weiss, dass das so ein bisschen individuell ist und geschmacksbedingt und dies und das. Und ich glaube, ja, ich muss euch das gar nicht erzählen. Und dass es noch gesagt ist, Jungs, fühlt euch nicht angegriffen. Ihr müsst euch auch überhaupt nicht verändern oder euch irgendwie dem anpassen, was jetzt gesagt wird oder sonst irgendwas. Bleibt am besten euch selber und ja. Ja, genau, ja. Also, alles, was in diesem Video gesehen kommt, nehme ich absolut ernst. Und ich werde sehr, sehr darauf achten, dass ihr mir genau daher verändern. Es geht so ein bisschen darum, um die Sachen, die am meisten gesagt worden sind von Girls. Also ich habe euch zum Beispiel auf Instagram gefragt, da könnt ihr mir gerne folgen, ich heiße nicht Notizell unterstrich. Und ich vielleicht kann nicht so viel haben. Ich heiße Maila Romani auf Instagram, bitte folge mir. Fangen wir doch heute mit dem Video an. Let's go! Wenn sie wissen, dass sie attraktiv sind, ich muss das kurz erklären, es geht überhaupt nicht darum, von Wohlfühlen in seinem Körper. Im Gegenteil, ich meine, wenn ein Bub sich wohlfühlt in seinem Körper und das ausstrahlt, dann ist das ja auch positiv, also das ist ja auch attraktiv so für uns. Aber es geht jetzt eher um das Macho-Typige, also wenn sie wissen, dass sie jede Frau könnten haben und dann uns dementsprechend auch so behandelt. Und das ist halt einfach nicht nice. Wir wollen lieber so ein bisschen uns fühlen, als wären wir die einmalige Person und hätten die das grösste Glück, was in uns haben. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, und wenn dann so eins macht auf. Ja, ich weiss, ich bin hübsch und ich kann jede haben und Das ist nicht so, das mögen wir nicht so, ne? Das ist nicht so nice. Ich sage dir ehrlich, ich bin so einer, ich bin wirklich so ein heißer Fäger. Ich könnte wirklich... Ja. Ich glaube, ich finde es halt viel mehr attraktiver, wenn ihr von eurer Persönlichkeit redet. Zum Beispiel, ja, vielleicht Gefühle zeigen, was vielleicht euch bedrückt oder wie es euch geht. Oder einfach so Sachen viel mehr. Und ich weiß nicht, wir sind nicht beeindruckt, wenn ihr euch sagt, wie viel Geld ihr habt und was ihr alles schon dies und das und die Medaille und so. Und das, ich weiß nicht, das ist nicht so. Die Medaille! Ich protze mit mehreren Sachen in meinem Leben. Und damit habe ich auch meine Freundin herumbekommen. Zum Beispiel mit diesen Regenbogengläsern, die ich sozusagen Frauen erobern. Hier mit solchen Pullovern zum Beispiel. Mit denen kannst du gut auch mit Frauen umgehen. So Schuhe, die limitiert sind von Off-White, dies, das. Das sind so grob Sachen, die sehr, sehr gut gehen, um sich Frauen zu klären. Oh, ein Punkt, den auch sehr viel geschrieben haben. Und zwar so ein bisschen allgemein eine Sucht. Das ist jetzt egal, ob das irgendwie Rauchen ist, Alkohol oder vielleicht Game oder sonst irgendwie etwas, wo halt wirklich mit einer Sucht verbunden ist. Ich glaube, das findet ein Bub genauso nicht attraktiv bei einer Frau. Ich glaube, grundsätzlich ist das doch individuell. Ich meine, wenn jetzt eine Frau auch gamet oder auch raucht, dann findet sie das logisch auch dann nice, wenn man das teilen kann. Für Leute, die rauchen, ist es geil, wenn andere Leute auch rauchen. Es geht eher ein bisschen darum, wenn man sich dann vielleicht auch so ein bisschen vernachlässigt fühlt oder eben vielleicht auch gerade zu rauchen. Kann ich jetzt vielleicht auch verstehen, wenn du dann nachher stinkst oder dies, das ist einfach nicht so nice. Rauchen generell Schmutz. Der nächste Punkt ist wieder so ein bisschen, es geht um Style, eben, es ist wahrscheinlich wieder komplett individuell, aber es sind auch sehr viel geschrieben und darum nehmen wir jetzt ins Video, und zwar Skinny Jeans oder allgemein einfach enge Jeans. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat es so ein bisschen mit Skinny Jeans! Skinny Jeans! Skinny Jeans is not my love. She just together. And I am the one on the floor and dance around. So, oder geht das Lied? Oder allgemein einfach enge Jeans. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat es so ein bisschen mit dem Mode gerade jetzt zu tun. Vielleicht hat es damit zu tun, dass, ja, zum Beispiel gerade so bei Leggings siehst du dann so den Abdruck zwischen den Beinen. Vielleicht ist das nicht so attraktiv. I don't know! Aber ja, falls ihr da auch so Skinny Jeans habt und ihr euch wohlfühlt, dann ist das natürlich auch voll super. Was natürlich nicht fehlen, Unpflegtheit, unhygienische Sachen, aber ich will wahrscheinlich sagen, das ist bei Buben genauso. Allgemein einfach Hygiene, ihr solltet nicht nach Schweiß stinken, euer Körper pflegen, euer Haar, alles dies, das, vielleicht eure Fingernägel und ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Voraussetzung, die ein Mann für eine Frau will, würde ich jetzt mal so behaupten. Und darum schaut auf eure Hygiene und euer gepflegtes Aussehen. Der nächste Punkt ist ein Flumschnauz.
Leute, das ist so eine Mischung zwischen Schnauz und nicht Schnauz. Ey, was? Schnauz Adi? und nicht Schnauz. Ey, das gibt's doch nicht! Ey! Ich könnte mir auch einen Schnauz wachsen. Wenn ich wette, könnte ich mir einen Schnauz wachsen. Es gibt Frauen, die stehen auf Bärte und Schnauz, es gibt Frauen, die finden es nicht nice. Aber ich glaube, so Flumschnauz, ja, finden viele Frauen nicht so attraktiv, weil es auch genau so ein Zwischending ist, was einfach irgendwie einfach so... I don't know. Ich habe schon mit ein paar Jungs darüber geredet und die sagen halt oft, das ist so mühsam, wenn du den mal rasiert hast, dann musst du nachher immer anfangen zu rasieren, was dann nervig ist. Ich kann es irgendwie auch verstehen, aber schlussendlich musst du wahrscheinlich irgendwann dich anfangen zu rasieren, wenn du dann keinen Bart willst haben. Und darum früher oder später, keine Ahnung, kommt es ja nicht so drauf an. Ich glaube, der nächste Punkt können wir vielleicht auch fast schon in der Beziehung selber dann sehen. Und zwar einfach, wenn er ihr keine Aufmerksamkeit schenkt. Das ist wahrscheinlich genau wieder umgekehrt bei Mädchen. Aber es geht so ein bisschen um das Allgemeine, so ein bisschen aufmerksam sein, ihr zuhören. Vielleicht zum Beispiel, wenn sie von einem Problem von dir erzählt, dass dann irgendwann später mal wieder nachfragst, hey, wie ist es denn so gewesen? Oder allgemein so ein bisschen diese Sachen und eben vielleicht auch wieder bei Suchtmitteln, wenn sie zum Beispiel jetzt, ja, einfach wenn sie sich auch zum Beispiel über das vernachlässigen und so. Einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die kleinen Details, die machen es aus. Real Talk, die machen es einfach aus. Zum Beispiel, wenn du jetzt vorhast, ihr mal Schoki zu kaufen oder I don't know, dann kauft ihr ihre Lieblingsschoki, was ich zum Beispiel mal gesagt habe, ja, meine Lieblingsschoki ist Ovomaltine. Und dann ist für die Frau etwas mega krasses, wenn du dann ihr genau die Schoki schenkst, anstatt einfach irgendeine Herzli-Schoki oder weiss. Wenn nicht Vanessa das schenken, wo schon lange ausgestanden ist und sie hat gesagt, das ist das, was mir wirklich gefällt. Dann ist die Antwort so, ja, aber wieso hast du das nicht früher bekommen? Nein, Spaß, so ist es nicht. Aber das Einzige, was ich höre, wenn Vanessa mir sagt, ja gerne Schoki, ist eigentlich eher irgendwann mal ein Budget-Schoki. Mehr längt's nicht, für mehr längt's nicht hier mit dem Streaming-Namen, sorry. Ja, eben so ein bisschen das allgemein. Wenn man zum Beispiel ein Hobby hat, dann ist das etwas mega Schönes, wenn er sich für das Hobby interessiert. Er muss dann nicht auch das anfangen, sondern einfach mal so ein bisschen sich dafür interessieren. Ich glaube, beim Bub ist das genau umgekehrt. Wenn er zum Beispiel etwas gamet, ist das für einen Bub mega nice, wenn sie dann einfach mal fragen geht, hey, was gamest du eigentlich? Einfach so Sachen oder auch zum Beispiel Familie kennenlernen. Ja, das macht es halt auch mega attraktiv und da hat halt das Mädchen auch mega Freude. Ja, dann ist so gefragt, ja, was machst du eigentlich von einem Hobby? Tennis? Ah, ja, okay, ja. Und dann habe ich eigentlich schon alles von dem Sport gewusst, weil ich eben den Sport auch mache. Aber es war ihr egal, ob ich das gewusst habe oder nicht. Das hat in mir überhaupt keine Pluspunkte gemacht. Ja, es kann aber auch die andere Richtung gehen. Okay, der nächste Punkt, wieder gefasst machen, das ist wieder ein Punkt, den so viele geschrieben haben. Also wirklich. Und ja, das habe ich auch schon selber erlebt, darum I can speak from my Erfahrungen. Und zwar, wenn ein Bub anders ist in einer Gruppe, als wenn er mit dir selber ist. Nicht falsch verstehen, jeder Mensch ist anders in einer Gruppe, als wenn er mit einem Partner oder mit einem Crush oder so selber ist. Das ist logisch. Ich glaube, jeder hat da so ein bisschen seine Seiten. Die sind ja auch nicht gleich, wenn ihr mit eurer Familie unterwegs sind, als mit euren Kollegen. Das ist ja logisch. Es geht bei uns so ein bisschen darum, dass ihr so in der Gruppe cool sein und uns dann ganz anders behandelt, als wenn ihr mit uns alleine sind. Wenn ihr mit uns alleine sind, dann sind ihr mega lieb, mega herzig, dies, das, könnt über alles reden. Und sobald ihr in der Gruppe sind dann gerade so die Machos. Ich weiss, was sie meint, ja. Das ist aber, glaube ich, nicht viel eher bei Jüngeren und so, ja, bei eher bei Pubertierenden so. Ich glaube, dann später auf einmal ist man genau gleich in einer Gruppe mit der Familie oder weißt du was, ist relativ Wayne-Train. Natürlich nicht ganz genau gleich, aber ja. Machen uns teilweise noch fertig, probiert so cool zu sein, so ein bisschen angeben von den Kollegen. Ich weiss nicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die Buben das Gefühl, dass wir dann beeindruckt sind von ihnen, aber das sind wir halt wirklich überhaupt nicht. Ja, darum, wenn wir in der Gruppe sind, fänden wir es nice, wenn wir uns irgendwie ungefähr wieder gleich behandeln und nicht wie ein Stück Scheiße. Wir kommen zum letzten Punkt, und zwar, wenn Jungs unsicher sind in ihrer Maskulinität. Also zum Beispiel so Sachen wie, ich glaube, das ist vor allem auch vielleicht so ein Gruppendruck. Oder Maskulinität, da habe ich gar keine Mühe. Ich bin's, Tim. Allgemein bei Jungs vielleicht so ein bisschen so, dass sobald man irgendetwas Weibliches macht, dass man dann gerade sagt, oh, das ist schwul, das ist nicht männlich. Man kann zum Beispiel Gefühle zeigen, oder brüllen. Warum ist das so in der Gesellschaft nicht akzeptiert, wenn ein Bub heult? Ich habe das Gefühl, alle sagen dann immer, oh, du bist so schwach, so eine Pussy oder so Sachen. I don't understand. Wir Mädchen finden das im Fall Real Talk viel attraktiver und es ist
viel stärker an deine Gefühle kannst zeigen. Bei uns löst das viel mehr aus, als wenn du eins machst auf... Gestern habe ich den Film 1917 gegönnt. Übrigens ein unglaublich geiler Film. Ist aber ein Heavy-Film. Bei dem Film habe ich zum Beispiel gestern zweimal brüllen, rennen, heulen. Ja, da bin ich weg gewesen. Dich nicht verletzt. Und ich glaube, recht viele Mädchen, die sich selber schminken, haben irgendwann früher oder später Bock, mal seinen Freund selber zu schminken oder irgendwie eine Maske zu machen oder weiss ich auch nicht. Da spreche ich jetzt nur aus meinen Erfahrungen natürlich. Oh shit! Oh. Oh mein Gott, aber wie sieht die sicher aus? Hey? Meine Fresse, hey. Meine Fresse, Mann. Die sicher, die machen alles für das Video. Oh, fuck, was mache ich da für einen Scheiß? Darum ja, es ist viel nicer für ein Mädchen, wenn ihr da bei diesem Scheiß so ein bisschen mitmacht, als wenn ihr dann eins macht und das ist schwul. und du keine Ahnung, das ja, nee, abfahren, Bruder, abfahren. Also wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann ist es etwas anderes. Es geht so ein bisschen darum, dass ihr es nicht wollt, weil ihr das nicht männlich findet. Wisst ihr, was ich meine? Es sind wirklich euch selber. Ich glaube, das macht euch wirklich am attraktivsten, wenn ihr euch selber sind. So, das war schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten und habt etwas lernen oder mitnehmen mit dem Video. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht kann ich mal eine umgekehrte Version machen, zum Beispiel was Mädchen attraktiv finden an Jungs oder auch ganz umgekehrt, was Jungs unattraktiv finden an Mädchen oder irgendwie so. Schreibt es in die Kommentare. Bald hat sie alle von diesen Variationen gemacht. Bald weiß sie alles. Was Männer an Frauen attraktiv finden, was Männer an Männern attraktiv finden, was Frauen an Männern attraktiv finden, was deine Mutter an mir attraktiv findet, was der Nattis Mutter an mir attraktiv findet, was ich an mir attraktiv finde, was andere Leute an mir attraktiv finden. Ich glaube, ich würde es auch sehr spannend finden, was Jungs an Mädchen attraktiv finden. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Nati, das habe ich ein sehr unterhaltsames Video gefunden. Da habe ich sehr gut meinen Senf dazu geben. Natürlich alles immer nur noch ein bisschen with a grain of salt sich hinziehen. Hat mir sehr gut gefallen. Danke dir, Nati.